Ich meine, noch ist ein Kuala Lounge Intervista, kun Tashan oder soll ich sagen Bombay Mami? Was du lieber? Was hast du lieber? Ich muss sagen, Bombay Mami wäre auch spannend. Tashan finde ich auch schön. Was du willst. Okay, also bleiben wir bei Tashan. Du bist Also. zum ersten Mal am Open Air Lumnezia. Ja. Nach einem grossartigen Gurtengig vor 2 Wochen hast jetzt du in Degen heute auch mit deiner grandiosen Band einen tollen Auftritt hergelegt. Wie haben das gehabt? Wie war es für uns, das erste Mal Lumnezia? Also ich muss sagen, der Ausblick ist grandios. Es ist wunderschön und ich habe nicht gewusst, was mir erwartet. Und die Leute waren mega herzlich und mega, mega welcoming gewesen. Und ich habe mich sehr gefreut, hier zu spielen. Hast du ein bisschen Romansch lernen? Bundi. Mhm. Und ich habe heute bin ich ein bisschen schauen, okay, Bundi. Und dann ist so, Bundi heisst bei uns in Hindi, also in Indien heisst das Kulo. Also wir würden sagen Chül. 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 Like Ja. Kulo. Chül. Ja, genau. Es ist recht ähnlich. Und Bunda, Bundi, alles das Gleiche. Hey, da haben wir jetzt beide noch etwas gelernt. Ja, haben wir etwas gelernt. Du bist viel unterwegs, das sehen wir bei dir diesen Sommer. Kannst du mir vielleicht erzählen, jetzt schon, was die weirdeste oder schlimmste Festivalgeschichte ist, wo du entweder jetzt noch berührst oder jetzt noch lachst drüber? Wir hatten ein Festival, aber es war in London und das Essen war einfach eine Katastrophe. Und wir sind halt verwöhnt in der Schweiz. Ja, Das Essen ist immer 10 von 10. Und ja, ich will nicht sagen, die Engländer haben keine gute Essenskultur, aber ja, schon ein bisschen anders als bei uns. Und wie war das da gewesen, kulinarisch? Hey, fein. Also, was haben wir heute gegessen? Was war das Gericht? Gambus. Kapunz? Kapunz. Ja, das ist natürlich Kapunz. klassisch, Wow. Graubünden. Noch nie gehabt. Mit Mangostin. Mangoldblätter, glaube ich. Mangold, ja. Jetzt Mega fein. muss ich schauen, dass ich mir da nicht verrate, dass ich das Mangold, selber ja. erzähle. Sehr fein. Du hast früher auf Englisch gesungen, bist unter anderem am Glastonbury auftreten, am Great Escape Festival, beide in Großbritannien. Und dann die Entscheidung, jetzt rappst du in Deutsch. Nein, also ich singe nur noch auf Englisch. Aber das ist dazugekommen. Ist dazu Ja. ja. Voll. Was ist die Motivation? Im Fall ich war nach Corona oder während Corona in der Schweiz und bin einfach nach 4 Jahren wieder mal in der Schweiz und habe so ein bisschen gesehen, was die Leute hier so am Hören sind. Und dann habe ich gedacht, ja, wie würde ich so tönen auf Deutsch? Und dann haben wir mal gemacht und dann haben wir gedacht, okay, bringen wir es raus. Und ja, jetzt ist es einfach so ein Gemisch. Du bist, ja, schon, wenn ich es richtig verstanden habe, seit fast 10 Jahren unterwegs. Ja, also vor 10 Jahren habe ich etwa meinen ersten so Videoclip rausgebracht, den ich mit meinen Girls gemacht habe. Und ja. Was hast du das Gefühl, in diesen 10 Jahren hat sich ja doch einiges verändert? So Stichwort Streaming-Zahlen, Singles anstatt Album-Releases. So, wie wirkt das auf deine Arbeit? Hey, ich habe mir jetzt, weißt, es ist natürlich schon immer wieder so ein bisschen Druck, den man ihm machen kann, selber auch machen kann. Aber für mich ist jetzt so ein bisschen, ich wollte einfach wirklich für mich so Musik machen, für das zuerst mal Musik, die ich liebe und natürlich hoffentlich auch, die Leute lieben. Und ich lasse mich gar nicht mehr so stressen. Weil das ist einfach so unnötig, weil es tut auch wie so die ganze, weißt, so die Kunst abwässern. Und das wollen wir nicht. Und wegen dem, ja, es hat sich viel verändert, was ja auch gut ist. Ich meine, eben, es ist auch mega viel super, was neu ist und passiert ist. Und eben, zum Beispiel, dass es jetzt so viele Künstlerinnen gibt, in der Schweiz auch, die ihr das Ding machen und die auch gehört werden, ist schon mega schön. Weil als ich angefangen habe, hat es wie niemand gegeben fast. Wirklich. Also dann hat es wie Stefla Chef gegeben. That was that. Was ich auch noch gelesen habe, beim Songwriting ist es bei dir so, dass es mit der Voice Note anfängt und dass du ganz viele von denen im Nattel hast. Voll. Wenn du jetzt eine würdest machen über das Open Air Lumnezia, so eine Voice Note, die dich inspiriert, wie würde die tönen? Es ist jetzt so ein bisschen Hard Rock, also nein, so ein bisschen Soft Rock am Spielen. Also muss ein bisschen. Nimm dir Zeit. Bundi, Lumnezia, wir sind hier in den Bergen. Es ist wirklich schön mit dem RTR und ich fühle mich so wohl. Ich fühle mich so wohl hier in Lumnezia, Lumnezia, Lumnezia. Wow! Irgendwie so. Goosebumps, Mann! Wow! Hey, das ist ja einfach so ad hoc, das war mega schön. Hey, diese Voice Note haben wir gespeichert hier im Mikrofon. Nice. Tashan, grazie Fitch. Merci, Für das grazie Tempo, für deine Fitch. Zeit. Hoffentlich kommst du mal wieder vorbei. Mega gern, immer gern.
Tashan Bruno in Intervista Noch Mau. statt in Grand Plaisir. Mau. Was ist Mel? Mau. Ich muss echt Mau. Ah, Mel. Ja, jetzt habe ich schon gemeint, du küsst mich. Ich bin schon so hergestanden. Aber Mel ist auch gut. Also Mel. Mau.